Die Vergangenheit ist Geschichte. Die Zukunft ist unser Traum. Und heute ist der Tag, der unseren Traum zu unserer Geschichte verwandelt. Wir wünschen uns vieles. Wir wollen vieles erreichen. Und durch jede unsere tägliche Aktivität, durch jedes Erlebnis, was wir machen, verwandeln wir den Traum in die Realität. Und so entsteht unsere innere Welt, die Welt in uns, die von anderen unsichtbar ist. Die sichtbare Welt ist der Augenblick, ist das, was du gerade siehst. Die unsichtbare Welt ist das, was du gerade nicht siehst. Und diese unsichtbare Welt hat zwei Teile. Die unsichtbare und unbekannte Welt und die unsichtbare, aber doch schon bekannte Welt. Zum Beispiel die Insel Madagaskar. Für die Leute, die noch nie in Madagaskar gewesen waren, ist die Insel Madagaskar eine unsichtbare Welt und auch unbekannte Welt. Für die Leute, die schon in Madagaskar waren, ist Madagaskar eher unsichtbar, aber in der bekannten Welt. Die unsichtbare bekannte Welt ist dann unsere Erfahrung, unsere Kenntnisse, alles, was wir in uns haben. Für die Leute, die gerade in Madagaskar aufhalten, ist diese Insel gerade die sichtbare Welt. Das heißt, die sichtbare Welt, das heute, der Augenblick, ist die Wandlung von der unsichtbar unbekannten Welt in die sichtbare Welt und auch wieder in die unsichtbare Welt in uns hinein. Der heutige Tag ist heilig, weil das macht diese Wandlung möglich. Aber auch in unserer unsichtbaren Welt, in uns haben wir unser Wissen, unsere Wünsche, unsere Träume. Und auch durch den heutigen Tag können wir dann diese Wandlung ermöglichen von unserer inneren, unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt. Lebe den Augenblick. Es wandelt, was sichtbar ist, ins Unsichtbare und wandelt auch, was unsichtbar ist, ins Sichtbare.